Herr Präsident, den Premier hat uns den Morgen aus einer Deklaration gesagt, dass wir es freien sollen. Und schon ein bisschen drüber nachgedacht, werde ich mich da so spontan freien kennt. Und das ist mir etwas gefallen. Ich freue mich tatsächlich, wirklich, darüber, dass ein Zustand von einem Land, von unserem Land, nicht gemusst wird und der Qualität von der Rede von seinem Premier. Ich meine nämlich, dass wir heute Morgen eng überflächlich reagieren haben. Eng redet mit wenig Inhalten, ganz wenig Neuem, dürfen aber mehr Allgemeinheiten ersetzt, die mich mehr an den Werbekatalog von Ikea erinnert tun, wie an die Vorstellung vom Premier von unserem Land. Die brennendsten Probleme hier am Land, wie die Wohnungsnot oder wie die soziale Entwicklung, haben bald anekdotisch gewirkt. Und dürfen wir auch ganz wenig darüber hören, wie die Regierung da gedenkt, das Problem anzugehen, sowohl kurz-, mittel- wie auch langfristig. Aber natürlich, wenn ich wenig Inhalte zu präsentieren hat, dann ist die Form umso mehr wichtig. Und dafür hat der Premier wie ein Mantra, der Kalenderspruch vorgedrohen, dass es dem Land gut geht, wenn es den Menschen am Land gut geht. Aber wie bei einem Mantra, Herr Premier, hat er auf Suggestivkraft von der Formel gehofft und noch voll geduld, dass es durchgeht, etwas dax genug zu sagen, dass es doch Wirklichkeit gibt. Es war ganz geblimmelt an Dealer, sogar schon bald kitschig, Bild von unserem Land als Menschen, denen es scheinbar gut geht und in Zukunft sogar noch besser gehen soll. Aber genau da hält unsere Meinung nur dem Premier singeriert, trieft nicht mehr. Genau da trifft so eine andere Realität hier im Land, die der Durchstellung widerspricht. Weil die Frage muss aber erlaubt sein, ist das dann auch so? Geht es den Menschen hier im Land dann so dichtig gut? Und ich meine, dass es neben den objektiven Zahlen, die ich noch ausschwätzen werde, gibt es auch andere Indikatoren, die uns abzählen kann. Zum Beispiel den von der Mobilisierung von den Leuten, für hier gesellschaftlich sozial Akien zu verteidigen, für Sozialforderungen an Erwartungen durchzusetzen. Weil effektiv wird hinter der letzten Rede vom Premier für einem Jahr die Leute mehr wie Einkehr auf die Straße gegangen, für zu protestieren. Protestieren zum Beispiel gegen die seelische Schließungen von Betrieben oder den ungenierten Arbeitsplatzaufbauer Betriebe, die Beneficer machen. Nach Güst zu Diddling. An der Beispiele sind dann in den letzten 12 Monaten leider ganz viel gehen. Oder auch die bald 10.000 Leute aus dem Gesundheits- oder Edukationssektor, die längst überfällig Unerkennung von ihrer Karriere revendikieren. Oder auch die beeindruckende Manifestation von 5.000 Leuten, die für 5 Monate für ein Staatsminister war, die gegen Freihandelsakkorde, CETA und TTIP demonstriert tun. Es ist nicht so, dass der Sozialdialog heute zu Lützeburg am besten dichter wird. Und es ist schon erstaunlich, dass der Premier genau darüber kein Wort verloren hat. Nicht gesagt wird über die Unleisten von den Menschen hier im Land, für die sie am letzten Jahr zu Tausenden und Tausenden auf die Straße gegangen sind. Und die Leute gehen zu Lützeburg auf die Straße, für sich anzusetzen, für die Verbesserung von ihrer sozialen Situation, auch von ihrer Lebensqualität. Sie setzen sich an für ihre soziale Rechte, für ihre Arbeitsplätze, für ihre Lehnen an. Und das ist neu. Für der weiß, wie hier am Land Wirtschaft und Handel soll organisiert gehen. Allein nicht genau daran, von denen großen Paradoxen hier am Land. Weil formal haben wir schon gut Zahlen, die erst einmal noch präsentiert goufen. Staatsschuld als effektiv niedrig und den Wirtschaftswachstum ist enorm groß. Mir was bedeuten die Zahlen da wirklich für die Lebensqualität von den Menschen hier am Land? Herr Präsident, während Jahren, als es immer erzählt gehen, dass das Land unbedingt eine ganz hohe Croissance bereicht, weil just die dafür sorgen können, dass man Probleme und Herausforderungen meistern können. Just wenn wir ein Wachstum über 3% tun, so heißt es entsprechender liberaler Doxa, kann ihn dafür sorgen, dass wir den Weg zurückfinden zur Vollbeschäftigung zum Beispiel. Just mit einem Wachstum über 3% können die Leute nicht besser gehen, aber wir soziale Fortschritt überhaupt recht denkbar. Und effektiv an den letzten Jahren ist der PIB hier im Land enorm gewachsen. Par contre sind die Lohninflationsberänge just ganz moderat geklommen. Der Chômage ist zurückgegangen,
mehr effektiv just ganz los. An insgesamt dass die Sozialscheier hier im Land auch trotzdem impressionanten Wirtschaftswurstum an den letzten Jahren weiter rausgegangen. Oder auch kürzlich mam dichtliche Wurstum Situation Wohnungsmarkt nicht beruhigt, ganz am Gegenteil. Wohnen geht immer mehr zum Luxus, verschärft die sozialen Inegalitäten weiter. Der Wurstum hat doch nicht geholfen, für uns natürliche Ressourcen zu schützen, und trotz großer ökonomischer Croissance sind wir im europäischen Vergleich ganz hanne, wenn es darum geht, den Energiewandel voranzutreiben, also weg von atomaren und fossilen Ressourcen. An andere Wörter, wir haben zwar eine enorm wirtschaftliche Croissance, und der sich d'ailleurs ein ganz rich Firmen und Kapitalbesitzer auch ein Gülle Nuss drauf verdienen, mit leider in unserem Land gehen immer mehr Schlue von dem desorganisierte Wursen. Ja, leider so gut drinnen, weil so ein Wurstum eine enorme Herausforderung und Planungskapazität von der öffentlichen Hand stellt, für Infrastrukturen zu schaffen, zu halten und zu erneuern. Herausforderung, die unserer Meinung nach weder das, und noch viel mehr die vier Regierungen wirklich no kommen sind, vielleicht auch no kommen konnten. Dabei liegt das Problem nicht daran, dass als Population wiest, aber daran, wie sie wiest. Und da liegt unserer Meinung nach krumm an der Heck. Herr Präsident, der Lien, das Band zwischen Wurstum und Wohlstand, ist gerass an unserem Land. Der Wurstum produziert als Auffallprodukt oder Kollateralschuld nicht nur verstoppte Straßen, Zecher, Busse, aber schon mehr lang wursend Ungleichheiten an der Population. Und dabei kommt, dass als Land immer mehr abhängig wird von dem Sektor, den zum größten Teil für die Croissance responsabel ist, nämlich der Finanzplatz, die auch immer weiter expandiert. Und noch die Perspektive vom Brexit, was eine Katastrophe für Europa ist, riskiert, dass die Finanzplatz Lützeburg noch weiter abgebläht wird und damit die Aufhängigkeiten von der Finanzplatz noch weiter an Blut gehen. Als Link sind wir der Überzeugung, dass es 4 kruziale Herausforderungen gibt, die eigentlich hätte am Zentrum vom Premier singeriert stehen. Erstens die Stärkung von der sozialen Gerechtigkeit, zweitens Bekämpfung von der Wohnungsnot, drittens die ökologische Zukunftsplanung, viertens den nachhaltigen Umbau von der Ökonomie von unserem Land. An alle 4 haben sie mit denen zu dienen, an alle 4 haben sie etwas gemeinsam, dem momentan unkoordinierte Wurstum von unserer Ökonomie. Egal wie eng Regierung das umgehen will, können in Zukunft nicht erlernt, die Wurstum zu regulieren und nicht mehr alles blank die Kräfte vom Markt zu überlassen. Angefangen bei dem Markt, an denen Marktkräften, die offensichtlich versucht tun, nämlich dem Wohnungsmarkt. Der größte Kollateralschutz von der einseitig auf Wurstum fixierter wirtschaftlicher Entwicklung vom Land ist die Wohnungsnot. Hierbei handelt es sich an erster Linie mal um einen sozialen, und menschlichen Schutz, was den nun Zule vom Observatoire de l'Habitat vierstreichen kann. Die Wohnungspreise zu Lützeburg sind an den letzten 10 Jahren im Ball 42% geklommen. An den letzten 12 Monaten, am letzten Jahr, war das Haus mit 5,6 noch mehr akzeleriert wie für drun. Ganz dramatisch ist das bei den Appartementen, die sich nach der Planung oder Bau befanden, plus 11,9%. Bei den Loyers ist das Haus ähnlich stark, hier gibt an den letzten 10 Jahren plus von bald 30%. Und auch hier klammen die Monton, die ein Lokatär am Schnitt für einen Tag über dem Kap berappen muss, an den letzten 12 Monaten mehr schnell wie die Jahre für drun, nämlich bald 5%. Die Situation ist also weit davon weg, sich zu entspannen, aber sie wird am Konträr immer mehr schlimm. Die Entwicklung wird eventuell nicht halb so schlimm, wenn die Löhne auch mit diesen Preisen mittklammen. Aber das ist natürlich absolut nicht der Fall. Was deutlich macht, dass das Logement zu Lützeburg auf einem außer Kontrolle geratenen Markt zu einem Luxusprodukt gehen ist. Die Situation ist nicht vom Himmel gefallen. Und das ist auch nicht allein der aktuellen Regierung unzulasten. An der vorgängigen Regierung war es bekanntlich CSV, die dieses Minister gefordert hat. Mir auch damals hatten die zuständige Ministerin unterstützt von diesem
Miniminister eigentlich nicht viel zu sagen. Der Stellewert von der Logementspolitik an noch ihre Budgeten, die da verbunden sind, waren, sind und bleiben immens klein und nicht auf der Höhe von diesen Herausforderungen. So verwundert es dann noch nicht, dass die Gründe für die Wohnungsnot am politischen Versuchen von den verschiedenen Regierungen auch immer dieselben waren. An erster Linie natürlich leidet darunter, dass zu wenig gebaut wird. Wenn man bis ans Jahr 2000 zurückguckt, da fällt auf, dass 12 von den aufgeschlossenen Wohnungen pro Jahr zu Lützeburg immer zwischen 2.000 und 3.000 gependelt wird. Also kein wirklich substanziell Steigerung bis Loginas. Den Lieser sieht aber seit längerer Zeit, dass all Jahr mindestens 6.500 Wohnungen gebraucht geben, also mehr wie das Doppelt. Und dass bis 2030 schon 10.000 Wohnungen gebaut müsste gehen. All Jahr fehlen also über 3.000 Wohnungen, und die kommen schon noch dabei, bei den schon akkumulierten Retard aus den letzten Jahrzehnten. Und dafür versteht man nicht, dass der Premier so aus der Rand a Band von Fred war, dass ein HPM 250 Unitäten baut, weil der Besoin wesentlich mehr groß ist, ein Multiple von der Zahl. Die Fahren noch von dieser Regierung gehen also bei weitem nicht durch. Und immer mehr Leute zu Lützeburg verschulden sich. Roden an Armut oder plündern einfach über die Grenze. Das ist umso mehr bedenklich, weil all die Regierungen Politik, die zu dieser Schieflage gefördert wird, voluntaristisch weitergetrieben wird. Wodurch zeichnet sich das Politik aus? Justement durch eine einseitige Wirtschaftspolitik, die basierend auf Souveränitätsnischen an Fiskaldumping für allem Finanzdienstleistungsbetriebe auf Lützeburg zieht, inklusive der Nachfrage und Logementer hohes Standing an zentraler Lage für hochbezahlten Finanzspezialisten, an dem riesigen Bedarf von zentral gelegenen Bürosflächen oder die riesigen Luxusimmobilien, die sich schon all die High-Net-Worth-Individuals reservieren, an einer den Nullreisen, die den Wirtschaftsminister sogar unzählen will. Überlese den das Entwicklung, einem freien Markt, der refusiert den noch nach, an diesem Markt anzugreifen, an dem die Notion von Privatbesitzer Utilité publique überordnet, da kriegt eine gefährliche Cocktail, gefährlich an erster Linie für die Leute, die an diesem Kontext eine Wohnung sichern. An eine Konsequenz von der Politik ersucht der Verdrängungseffekt vom Wohnungsbau zugunsten von immer mehr Bürosflächen. Privatkapital, das an Immobilien investiert, will natürlich eine Rendite, an der als erster mit der Verlohnung von Büroflächen zu realisieren. Rendite also recht mit luxuriösen Appartementen für den dicken Portemonnaie zu verdienen, wie mit anständigen, abordable Wohnungen für Normalverdiener. Aber weil es eben der Privatmarché ist, den heute die zentrale Rolle spielt, an dem seine Logik sich dann noch durchsetzt, gegen Staat kehren, entweder zu Geisterkartien oder sie bitte just nach reiche Leute Wohnraum. Leider, also da war nicht so, dass die öffentliche Hand nicht auch schon ging an dem Business kräftig mitmischen. Und bei Boulevard Royal zum Beispiel gehen im Moment 2 große Bürosgebäude gebaut, finanziert vom Fonds de Compensation, also von der Rentereserve. Und das ist schon interessant, wenn man sich den Internet-Site von dem Projekt angucken geht. Da geht das Projekt als New Royal Business Spot angekündigt. Die Panoramic View wird angepriesen an High Net Worth Individuals gemacht, spacious Parking Spaces für dick SUVs angelackelt. Das ist schon bald makaber. Was denkt sich du eine Person, die dafür durchsteht, an die sich kein anständiges Wohnung leisten kann, an die das gesagt, dass hier Rentekotisation an so ein Büroprojekt investiert wird? Und das ist ein trauriges Beispiel für die Fehlentwicklung von der Immobilienpolitik zu Lützeburg an dem Versuchen von der öffentlichen Hand. Die einzig wirklich neu angekündigte Mesure für Bauterrain zu mobilisieren von der Regierung aus dem Baulandvertrag. Mir auch diese Mesure verlässt nicht die politische Kader, den ich hier abgezeichnet habe. Weil das Problem bleibt, dass der Proprietär immer langen Hebel sitzt.
De Stellewert vom Privatgesetz wird eben nicht auf Frohgestalt. Den Terrain bleibt also ein Wur wie ein anderer, der zu Marktpreiser Kauf, Verkauf oder verlohnt kann gehen. Dafür hatte ich mir eigentlich erwartet, da doch nur rezenten Aussagen vom Fraktionssprecher von der LSAP, dass die Regierung vielleicht endlich mal wirklich Keul rausholen an den abusiven Privatbesitz, an die Utilisation davon vorstellen. Mit davon haben wir die Neue vom Premier leider nicht hören, mal nicht undeutungsweise. Und ich bin froh zu hören, dass den Herr Baudry quasi mehr Culpa gemäht wird für eine Politik aus der Vergangenheit und der Hen an der LSAP auch mit beteiligt war, die genau die dote Frohen viel zu spät gestaltet haben. Weil die Reflexionen müssen unbedingt dann dringend gefordert gehen. An dem Moment gehen sie mal nicht an einer mehr fundamentaler Evaluierung, an der zinter empfundenen Ewigkeiten diskutiert der Verfassungsreform diskutiert. Auch hier ändert sich bislo nicht sakrosankten Privateigentum, wobei einer Formen wie öffentlich oder gesellschaftlichen Eigentum oder d'Utilité publique nach immer bewährt bleiben. Von dem ungekündigten neue Wand an der Wohnungspolitik erschüsst ein laues Lüftchen übrig blieben. Und ich will auch daran erinnern, dass wir als Lenk auch eine Proposition de loi gemäht hatten, dass zumindest Agencekosten nicht mehr müsste vom Lokatär gedroht gehen, mehr von dem, den die Service auch eigentlich an Anspruch hält, mehr vom Proprietär. Herr Präsident, trotz engem Wachstum von über 4% sind zu Lützeburg die Sozialinegalitäten nicht draufgegangen. Weil Wachstum allein sieht nicht über die ungleiche Verteilung vom geschaffenen Reichtum aus. Trotz großem Wirtschaftswachstum ist zu Lützeburg die Sozialschere nicht mehr klein, mehr groß gehen an den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Die Zentralfrage müsste also nicht sein, wie schaffen wir, ob Teufel kommt raus, mehr Wachstum, mehr wie verteilen wir den Wachstum so, dass noch schied verrengem an der Gesellschaft zu gut kennt. Und da sind wir all der zu Lützeburg an einer eigentlich komplett schizophrener Situation. Einerseits gehen Jahr für Jahr am Wachstum bis zu 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und aber bleibt der Chômage auf einem hohen Niveau. Und dafür, Herr Präsident, dafür habe ich es wirklich deplaciert vom Premier, den aufgerufen wird, sich zu freuen, dass man zu Lützeburg trotzdem Wachstum noch immer ein Chômage von 6% tun. Und dann noch nach zu sagen, dass, und ich zitiere, weit mis zurückgehen, für so ein David Chômage zu Lützeburg zu fangen. Ich habe geguckt, wie weit muss zurückgehen. Nämlich ziemlich genau 5 Jahre. Für 5 Jahre hat man Männer Chômage. Und dafür drohen Jahre, Jahrzehnte Männer Chômage. Dafür kann mich den dote Chômage von 6% nicht freuen. Und auch nicht die Leute, die davon betroffen sind, am Besonderen auch ganz viel Junker. Mit geht noch besser. An den Projektionen vom Stabilitätsprogramm für die Jahre 2018, 19, 20 und 21, die auf Brüssel geschickt gehen, sieht es so aus, dass effektiv voraussichtlich 2018 mit 5,7% den niedrigsten Chômage erreicht wird, was den Premier schon auch denke, zu allgemeiner Fried Ulas gelost wird. Mit dann, wie geht es vier? Da geht es munter an Blut mit den Prävisionen vom Chômage. 2019 sollen auf 5,8% klammen, 2020 auf 6,3% und dann für 2021 sollen wir bei 6,9% Chômage leihen. Das sind Projektionen von der Regierung. Und da handelt sticht sogar etwas an Mengen an politisch nach mehr Wesentliches. Wenn ihn also bei so Wirtschaftswachstumszahlen von 4-5% der Chômage nicht raufgeht, dann hat die Regierung sich indirekt auch mit einem anderen wichtigen Arbeitsmarktkonzept von dem verabschiedet, nämlich dem von der Vollbeschäftigung. Und das ist die eigentlich auch so von denen Zahlen. Und das ist schrecklich auch so, weil mit den Projektionen geht es den Leuten am Land also nicht besser. Und dann muss ich noch eine andere Konklusion ziehen. Wenn all Jahr so viel Arbeitsplätze geschaffen gehen, an der Chômage geht nicht massiv zurück, mir klimmt mittelfristig so gut, da läuft etwas mehr Fundamentales schief an der Wirtschaftspolitik von der Regierung.
Da schaffen wir zwar lauter Arbeitsplätze, mit die hun eigentlich nicht mit den Besoin von unserer Bevölkerung zu dienen. Dann denkt die Ökonomie eben nicht die Leute, wie der Premier de Moyen als Wunsch durchgestaltet wird. Und das ist ein Zeichen, ein weiter Zeichen dafür, dass das Band zwischen Wachstum und Wohlstand so nicht mehr zu Lützeburg existiert. Herr Präsident, an der Realität von der Arbeitswelt sind heute Salarien und Gewerkschaften immer mehr mit dem Phänomen von der Licenciement économique konfrontiert. Also der Tatsache, dass Betriebe leiden bloßen, obwohl hier ökonomische Situation ganz gesund ist, just für nach mehr Benefis aus dem Betrieb rauszuquetschen, an ihren Aktionären nach mehr Dividenden auszuschütten. An die Betroffenen von den Licenciement économique sind das Leute, die teils jahrelang in Zwölf geschafft haben, an der Bemol auf der Straße sitzen. Wer möchte die Regierung, so wie die Gewerkschaften das fordern, für dem abusive Verhalten von immer mehr einen großen Teil vom Patronat entgegenzutreten? Davon wir nicht hören. 2009 haben wir schon eine Proposition de loi gemäht, die noch immer Instanzen wie irgendwo rumknöchelt, weil die Regierung dazu keine Stellung hält. Und da stellt sich aber auch die Frage, ob der Bist dann hier am Land überhaupt noch für eine Armut schützt. Wie geht es für mit der Entwicklung von der Working Poor, also denen Leute, die obwohl sie Erbe tun, dem Armutsrisiko ausgesetzt gehen? Zu Lützeburg aus den Turm hat über 10% wesentlich mehr wie an unseren Länder. Darüber ist auch nicht geschwärzt gehen. Wir haben dazu schon für einen Moment die Regierung interpelliert, noch immer keine Antwort, auch die Moje nicht. Als generell muss man sich aber vorstellen, dass, wenn in einem Land über 15% von der Population dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, da kann es denen Leuten an dem Land gar nicht so gut gehen. Und es kann dann auch dem Land gar nicht so gut gehen. Und der dient sich zur Armutsbekämpfung, was der Premier erwähnt wird, wird Reform vom RMG, den Lo zum Revis umgedeft geht. Und noch wenn es da verschiedene positive Elemente dran sind, so stellen sich aber fest, dass sowohl Gewerkschaften wie auch Sozialverbände wie auch Oppositions- und Majoritätsparteien nochmal solid Kritik daran üben und zu Recht Unzulänglichkeiten beanstanden. Herr Präsident, Wachstum allein schafft keine Sozialgerechtigkeit. Wachstum allein mischt die Sozialscheier zwischen Arm und Reich nicht mehr klein. An dem Wachstum bietet doch keine Antwort auf die ökologische Krise, an der nicht mehr die ganze Welt dran ist. Weil den doten Wachstum hilft eigentlich echter dem Klimawandel wie dem Energiewandel, den wir so dringend notwendig hätten. Über die Dimension von der nachhaltigen Entwicklung wird David Wagner mit dem Moyen auch noch intervenieren. Den demesurierten Wachstum bringt, wie ich das schon beschrieben habe, eine ganze Reihe von Problemen Kästen mit sich. Und dafür geht diese Entwicklung auch von immer mehr Leuten hier am Land vorgestellt. Leute, die sich keine Wohnung mehr können leisten und gezwungen sind, ins Ausland zu gehen. Leute, die besorgt sind um die Zerstörung von unserer Umwelt. Leute auch, die gesehen, dass die viele Wachstum eigentlich nicht bei ihnen ankommt. Dass sie zwar mit den negativen Konsequenzen müssen leben, die eigene finanzielle Situation sich aber just kaum merkbar, wann überhaupt verbessert wird. All das Leute fragen sich, ob das wirklich der richtige Weg ist, auf dem die Regierung am Moment in der Weg ist. All das Leute fragen sich, ob es nicht besser wäre, fortzukommen von dem, so viel wir kriegen, hin zu engem, so viel wir brauchen. All das Leute fragen sich, ob die Lebensqualität von den Anwohnern nicht mehr wichtig ist, wie die dichtig makroökonomisch Zahlen, die wir all Jahr auf Brüssel schicken. Nimmen, auch sie haben de Moje wenig Antworten gekriegt auf ihre berechtigten Fragen. Sie konnten nicht einen Ausweg proposieren, au contraire. Sie kriegen Novell immer erzählt, dass es eben keine Alternative gibt. Dass man sozusagen verdammt sind, weiter zu wachsen, bis irgendwann nicht mehr geht. Dass nicht mehr die Croissance vom PIB heißt, überleben kann sichern, weil sonst unser ganzer Staatsapparat meist Dürrefläche gäbe. Wir meinen, dass es keine Fatalität ist. Es ist nämlich möglich, auf jeden Fall nötig, alternativ Wege anzuschlagen, und es ist möglich, eine mehr nachhaltige und harmonische Entwicklung anzustreben, die auch Wachstum schafft. Mehr Wachstum, die wir meistern können, und die mehr gerecht verteilt ist. Und das ist eine Frage von politischem Willen. Wenn wir über Wege schwätzen, wie wir könnten die überhitzten Entwicklung aufbremsen, da kommt man nicht leicht über den Elefant zu schwätzen,
den noch Lohner immer am Raum steht, an den Elefant hecht Finanzplatz. 30 Jahre Krämer gesot, Schicksal vom Land gi von der Finanzplatz henken. Me wie profitiert eigentlich wirklich von denen Geschäfter? A wie en Kächten sind dummer da verbunden? Anzumols wie eng Sektoren von der Finanzplatz bringen, a wie eng Kosten dem Land, wie viel? Für uns ist klar, dass, wenn man einen wirtschaftlichen Sektor bewusst an evaluiert, aufbremsen müssen, für den Wachstum Meister zu gehen, dann ist es der Finanzsektor. Dabei geht es natürlich nicht darum, von Haut auf mehr alles zu zerschlagen. Wenn ich ein bisschen mehr ruhig am Saal. Es geht darum, sich eine mittel- und langfristige Strategie zu gehen. Für aus denen Finanzsektoren rauszuklammen, für die wir auch am Ausland zu Recht kritisiert gehen. Nämlich aus dem ganzen Bereich von der Steuertricksereien eng Exit-Strategie aus de krumme Geschäfter, nicht weil als Nopren als mit der Kavallerie drohen, mehr als freie Stecker, weil man nicht als Suen ob Kächte von anderen Ländern wollen verdienen. An het hecht doch ophalen mit Fiskaldumping, an net an der geckescher Konkurrenz von den niedrigsten Toren probieren immer möglichst mehr hinter zu ziehen. Und da könnt ihr vorstellen, immer. Der hat Göster, wenn ich das richtig gesehen habe, ob RTL, ob der Tele hat der Gregor Gysi auf Besuch bei irgendeiner Fraktion und Juvel schon mal Pankart haben gesehen. Und der Gysi hat an einem Interview da bei RTL behauptet, Lützburg wäre immer ein Steuerparadies. Hat ihr darauf reagiert? Sind ihr auch der Meinung oder hat er da wenigstens zurechtgewiesen, dass das nicht der Fall ist? Herr Schneider, Lützeburg, als für multinationalen und Unternehmen, hat paradiesisch Verhältnisse, was Steuerpolitik, was Fiskalpolitik angeht. Und ich bin ganz froh darüber, dass ich so intensiv mit Pressekonferenzen von Membern, von Nopisch, von Schwesterparteien auffand. Die Frage ist aber berechtigt, ob wenn so eng Politik die waschelohn oder zumindest mal so Strategien gifen entwickeln, ob dann nicht eventuell riskiert, den ein oder andere Prozentpunkt Wachstum zu verlieren. Und das kann durchaus sein. Mit Frage ist aber, ob die Wachstum, das nicht vielleicht die knastische Wachstum ist, den man sowieso eigentlich sollte wollen, lassen gehen. Aber dürfen auf der anderen Seite eine Chance kriegen, eine Opportunität, für eine mehr harmonische Entwicklung anzulehnen, auf ihre Retar bei den Infrastrukturen abzuholen. Und das gibt dann auch die nötige politische Energie freimachen, für endlich die wirtschaftliche Diversifikation seriös umzugehen, von der Jitveré schwätzt. Weil die Regierung schwätzt schon ganz viel von Kompetenznischen, die man muss besetzen. Tatsache ist aber, dass sie weiterhin auf Souveränitätsnische setzt. Und das neueste Beispiel davon ist das Space Mining. Da geht es eben nicht, oder kaum, spezifisch lützebäuerisch Kompetenzen. Es geht riskant Souveränitätsnischen, für das international Investisseuren Leute als Plattform benutzen, für ihre Geschäfte können zu machen. Weil das Space Mining also wirklich kein Ingenieurie spatial, mehr am Fond eine Ingenieurie juridique. Mit der Versicht geht international Recht zum Gehen. Und das zu gut abgefahren hin, dass man zu einem Akteur gehen von großen internationalen Konflikten, die uns definitiv über den Kopf wussen. Und noch nicht der Tatsache, dass man mit dem Space Mining Projekt, dass man mit der Privatisierung vom Weltall amorcieren, steht das auch am flagranten Widerspruch zu einer anderen Initiative vom Wirtschaftsminister, nämlich der von der Ökonomie zirkulär, das heißt dem Recycling. Weil beim Space Mining geht es eben justement nicht darum, einen responsablen Umgang mit den Ressourcen zu promovieren, mais au contraire dafür zu sorgen, dass man Ressourcen weiterhin können verbitzen. Die liest zu viel Science Fiction, Herr Baum. Ja, schon für allem Ihre Projekt de Loi gelesen, Herr Schneider, an, da stehen Sachen dran, die da enge, an nicht nur mehr, mir auch dem Staatsrat teilweise Drunkenelle können ausgehen. An Schaldfroh stellt sich, für was man nicht an eng mehr nachhaltig zukunftsweisend Bereicher Weltspitzt probieren zu gehen.
Ich rekommandieren dürfen dem Herr Wirtschaftsminister am Platz von den Sternen zu drehmen, ein keier Blick als eng Pubel zu geheien, weil du gehst nämlich auch ganz viele Ressourcen fannen, die nimmen drauf werden, für exploitiert zu gehen. Und das wird vielleicht wesentlich mehr am Sinn von Herr Rifkin, der Futurolog, den die Regierung schon angestellt wird, für Zukunft zu planen, zu gestalten, umzudenken, an den der Regierung schon wie quasi als neue spirituelle Leder auserwählt wird. Herr Präsident, wir mengen, dass die großen Herausforderungen von unserem Land, die ich abgenannt und abgezählt habe, an der doteriert nicht an dem muss trätiert gesehen, wird neidisch gewirrscht wie für als Land wirklich zu präparieren auf Zukunft, auch für allem den Menschen an diesem Land real Perspektiven für Zukunft zu bieten. Merci. Ja.